Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom CH Rudi. Ja, ich sehe es jetzt ja gerade im Bild, ich habe eine neue MP7. Also, neu, einfach goldig. Und das Emblem und ja. Mittlerweile habe ich es jetzt auch voller Waffenstufe, also ganz voll. Das heißt, 3 auf 16 glaube ich. Ja, müsste sein. Ja, es ist ein richtiges Sprayer-Gameplay. Ich mache glaube ich irgendwie ein Dreiviertel von allen Kills nur mit Sprayen. Und ja, ich höre jetzt wahrscheinlich auch wieder im Hintergrund den Lüfter von meinem Laptop. Letztes Jahr habe ich mit einem geskypt. Der hat gesagt, hey, was läuft da bei dir im Hintergrund? Ich so, ja, eigentlich nicht. Also es klingt irgendwie wie eine Dönermaschine. Und ich so, ah ja, das ist glaube ich mein Laptop. Und er so, ah, okay. Ja, ich sehe es jetzt auch schon. Er ist so schon das erste Mal gestorben. Der Endscore vom Gameplay ist zwar nicht so schlecht. Es ist irgendwie 38:5 oder so. Also für mich nicht so schlecht. Aha. Dann, ja, das ist eigentlich das erste, was ich jetzt mal will sagen. Dann möchte ich noch kurz über Goldwaffen reden. Sorry. Ich bin ein bisschen verkältet und ein bisschen krank und so. Das haben wir jetzt wahrscheinlich auch gehört. Dann, ja, ich sehe, dass es auch befördert wurde in dem Gameplay. Im Spiel bin ich jetzt auf Level 55. Also das heisst, ich habe jetzt irgendwie Prestige. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte machen. Weil jetzt kommt dann bald Ghost raus, aber ich mache es glaube ich schon. Ja, dann... genau. Dann Waffe auf Gold. Also eben, ich habe ja mit... Mein erstes COD ist Black Ops 1 gewesen. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich bin dort bis Prestige 3 gekommen, irgendwie Level... Einfach bis Prestige 3, ich hätte schon können Prestige 4 drücken, aber das habe ich nachher nicht mehr gemacht. Dann, also es war auf der PS3 gewesen. Genau. Goldwaffe habe ich dort keine gehabt, dort hat mir 14 Prestige sein. Bei MB3 habe ich auch keine genommen, keine gehabt. Nur fast Sniper, aber wie gesagt nur fast. Dort hat mir bis Waffenstufe 31 aufleveln. Hat nichts mit Volltreffer oder Prestige oder so zu tun, einfach Waffenstufe 31. Und wenn man Prestige gedrückt hat, hat man alle Goldwaffen wieder verloren. Genau, weil dann auch die Waffenstufe wieder zurückgesetzt ist. Darum haben Kollegen von mir eben auch nur einfach Goldwaffen gemacht und sind nie auf Prestige gegangen. Ah, sorry, wegen der Stimme, sie ist halt gerade ein bisschen komisch und so. Ja, genau. Ich habe dort auch keine Goldwaffe gehabt, wie ich es schon gesagt habe. Bei Black Ops 2 ist dann meine erste Goldwaffe KSG gewesen. Auf der PS3. Sonst habe ich keine mehr gehabt. Ich habe zwar immer MP7 gespielt, bei dort der zweiten Prestige. Aber ich bringe es einfach nicht fertig, Headshots zu machen an der PS3. Dort habe ich bis jetzt glaube ich etwa 50 Headshots und dann schon 3000 Kills mit der MP7 gemacht oder so. Ich schieße dort ein bisschen mehr auf die Eier oder auf den Kopf, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so. Und genau. Dann können wir jetzt... sorry. Ja, dann kommen wir jetzt noch dazu. Von wegen neuen Handys. Also ich habe mir jetzt schon lange überlegt, weil mein Handy ist baden gegangen. Also ich bin, ja, mein Handy ist halt baden gegangen und jetzt ist es kaputt. Seit etwa 2 Monaten oder so. Ja, wird 2 Monate sein oder so. Oder, ja, etwa. Vielleicht schreibt es auch nicht ganz, ist ja egal. Seht ihr schon wieder gesprayt? Also nein. Egal. Genau, eben wegen Handys. Da gibt es jetzt ein paar neue. Also das iPhone 5 habe ich mir zuerst überlegt zu kaufen. Aber das hat kein Kollege, also kein Kollege hat iPhone 5 und irgendwie hat es mich auch nicht so angemacht. Angemacht. Dann habe ich mir überlegt, Xperia, Sony Xperia Z, das ist noch recht geil, weil man kann es ins Wasser mitnehmen oder tauchen gehen oder unter Wasserviertel machen und so. Das ist glaube ich das einzige Handy, was es gibt, wo so Touchscreen und so hat, wo wasser- und staubdicht ist. Dann das ist der Grund gewesen, warum ich das eigentlich kaufen wollte. Dann jetzt zur Auswahl gehabt Samsung Galaxy S3. Ist auch noch geil, aber... S4, sorry, S4. Aber jetzt ist halt das hinten dran, der Deckel oder wie man das auch immer nennt, ist halt aus Plastik und... Ja, aber es ist halt auch noch geil. Und dann noch das HTC One. Und ich habe mich dann schlussendlich für das HTC One entschieden, obwohl das das teuerste ist. Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber es ist richtig geil, das HTC One. Ich habe es mir jetzt vor etwa gut einer Stunde gekauft. Und jetzt bin ich schon wieder heimgelaufen, also heimgefahren. Und habe es schon ausprobiert und so. Und also bis jetzt finde ich es echt geil.
Ich habe es auch noch nicht so viel ausprobiert, aber ich dachte, ich mache jetzt zuerst das Video und dann gehe ich wieder ans Handy. Da noch kurz die Visitenkarte, die ich freigestellt habe, zum Beweis. Dann da, sorry, das sind die Visitenkarten und vorher Tarnungen. Kommt die zweite Hälfte vom Gameplay. Genau, dann, eben genau, wegen dem HTC. Es hat jetzt Blink-Feed, das ist so wie das, wenn ihr auf dem, also ihr könnt es entsperren, oder? Dass es dann, auf der Startseite, man hat so wie alle News, ihr könnt dort etwas auswählen, zum Beispiel von Giga oder eine spezielle Zeitung oder Facebook oder so. Dann kommen dort gerade alle Nachrichten, könnt ihr runterscrollen, dann haben sie zum Beispiel, wenn ihr Giga wählt, hat es auch so Game-Nachrichten und so, halt, was gerade das Neueste jetzt wahrscheinlich gerade zu GTA 4 und so. Das habe ich noch nicht eingerichtet, aber das ist richtig geil. Ich habe sowieso unbegrenzt Internet bei meinem Abo, also kann man das gut immer laufen lassen. Dann, ja, es hat halt einen riesigen Bildschirm, sehr gute Auflösung. Geile Kamera, obwohl es nur eine 4 Megapixel Kamera ist, muss man da bemerken. 4 Megapixel, denkt ihr jetzt sicher, oh, 4 Megapixel ist ja voll scheiße. Samsung Galaxy S3 hat 13 Megapixel, aber es ist richtig geil, weil die Kamera, die hat irgendwie eine Blende jetzt drin und so Zeugs halt, ja, so ein bisschen nicht so wichtiges Zeug. Aber es hat, wie heisst es, also es tut irgendwie alle Farben so viel schärfer machen, als es eigentlich schon sind. Das heisst, wenn jetzt eine Wiese füttert, die grün ist, dann ist es nachher viel stärkeres Grün und so. Und die Frontkamera, die auf einem selber zeigt, die ist auch noch recht gut und man kann auch filmen mit der. Oder man kann zum Beispiel wie bei einer Profikamera, sage ich jetzt mal, irgendwie in 2 Sekunden 20 Fotos oder so schiessen, dann kann man das Beste auswählen. Also man darf so ihr kennt das wahrscheinlich. Ja, es macht einfach Spaß, es ist einfach spielerisch und lustig. Es ist zwar noch recht teuer, es kostet glaube ich ohne Abo irgendwie 840 Franken. Ja. Genau. Ja, sehen Sie jetzt schon wieder gesprayt da. Dann, was möchte ich noch dazu hängen? Also, ich mache eigentlich jede Woche ein Video, wenn es bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. Also etwa jede Woche, wenn ich gerade Lust habe. Einfach, ja, ich mache Videos aus Spaß und nicht irgendwie, weil ich besonders viele Abonnenten habe oder so. Es freut mich sicher, wenn ich viele Abonnenten habe, aber ja, ich finde es jetzt einfach lustig, so Schweizer Kommentare und so zu machen. Ich habe mal einen anderen Kanal gehabt, so ein paar. Dort habe ich einfach immer mega viele Abos und so wollen. Und das Kommentieren hat mir da so nach 2, 3 Videos eigentlich gar nicht mehr richtig Spaß gemacht. Ich habe einfach immer wieder Videos rausgebracht. Aber ja, ich habe es eigentlich gar nicht so, also ich habe es gar nicht so cool gefunden, aber das macht mir jetzt echt Spaß da. Und man lernt auch sehr viele Leute kennen, also auch andere Schweizer Kommentatoren oder... Ich finde es jetzt auch recht geil, also wenn ich in einem Spiel rein bin, dann sehe ich einen Schweizer Namen oder so, dann schreibe ich ihn gerade an, also schreibe ich gerade irgendwie im T-Chat, also im Spielchat beim PC jetzt, dann schreibe ich gerade, hey, die Schweizer da und so, dann schreibt er zurück, dann tauschen wir vielleicht Skype aus oder TS und dann spielen wir ein bisschen und ja, es ist halt... Ich finde es irgendwie cool, dass von Black Ops das immer die gleichen Länder zusammentun, wenn es geht. Sorry. Ja, das finde ich ihnen voll geil. Ja, genau. Aha, und mein Wappen habe ich jetzt übrigens auch gewechselt. Ich kann so am Schluss noch schnell einblenden eigentlich. Ja, komm, ich blende so dann am Schluss noch schnell ein. Und ja, in dem Spiel hat eigentlich, ich glaube, 2 Staff Choppers, also 2 Tunnel gehabt. Ja, da ist der zweite, genau. Da kommt er kurz vor Schluss, 199 Punkte. Ja, nur. Und da stirb ich noch kurz und das Spiel ist fertig. Da sieht dann kurz den Endscore. Und jetzt zeige ich euch noch kurz einen Last Kill, den ich nachher noch gemacht habe. Ein später. Ja, einfach kurz einen Last Kill. Das haben wir einen Last Kill mit einer schönen goldigen MP7 gesehen. Ja, genau. Sag mal, wie wunderschön. Schweizer Kreuz natürlich als Visitenkarte, das habe ich mir extra gekauft, gerade wenn ich das Spiel geholt habe auf der PC. Ich finde, das ist einfach ein Muss. Genau, da stirbt er. Und jetzt blende ich euch, jetzt blende ich euch noch schnell das Wappen ein, dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag. Und ciao zusammen, bitte abonnieren, wer Lust hat. Ciao.